Bunt, jeck und ziemlich deutlich. Die neuen Motivwagen, die zeigen Haltung. Wie politisch wird der Zoch 2026? Unser erstes Thema in der nächsten halben Stunde. Kamelle, Kostüme und klare Botschaften. Der Kölner Rosenmontagszug, der ist längst mehr als nur bunt und jeck. Immer wieder, da greifen die Motivwagen aktuelle Themen auf, mal humorvoll, mal ziemlich deutlich. Und wir waren bei der Vorstellung der neuen Motive mit dabei. Darauf ist Zugleiter Marc Michelske offenbar besonders stolz. Die Olympiabewerbung mit Köln an der Spitze wird natürlich ein wichtiges Thema sein im Kölner Rosenmontagszug. Und damit schafft es auch der Novize im Amt, Kölns Oberbürgermeister Thorsten Burmester im Premierenjahr, direkt in den Zug. Er ist der Mann der Olympischen Ringe. Ein naheliegendes Motiv im Zug in knapp 2 Wochen. Der Zugleiter Marc Michelske stellt alle Motive bis auf einen Geheimwagen vor. Einen Aufregerwagen über den russischen Diktator Wladimir Putin wie im vergangenen Jahr in Düsseldorf sucht man bisher vergebens. Die entsprechende Persiflage hat Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly Ärger und einen Prozess in Moskau eingebracht. Der Narr kann nur leben, wenn er frei ist, und er kann auch den Spiegel nur vorhalten, wenn er frei ist. Und das, was natürlich Despoten am meisten fürchten, ist Humor. Denn er nimmt ihnen ihre Macht, er nimmt ihnen ihre Schrecklichkeit. Und Jacques Tilly hat das hervorragend dargestellt in den letzten Jahren, was Herrn Putin und seinen Angriffskrieg und überhaupt sein gesamtes Gebaren angeht. Davor dem zoll ich Respekt und sage, Jacques, du findest die richtige Antwort. Wir sind auf jeden Fall solidarisch mit dir. Vielleicht muss der Zugleiter Marc Michelske aber mit einem Einreiseverbot in die USA rechnen. Trump jedenfalls dürfte nicht zufrieden sein mit der Darstellung seiner Person, wenn er sie denn überhaupt sieht. Ja, bei Donald Trump, er hat ja selbst gesagt, they can kiss my ass. Das ist eben nicht mehr den Ring küssen, und selbst das wäre ja herabwürdigend anderen Staatsleuten gegenüber, die von ihren Wählerinnen und Wählern oder von ihren Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden sind, von denen zu verlangen, den Ring geküsst zu bekommen. Aber er geht ja sogar viele Schritte weiter, geht unter die Gürtellinie, und das ist sein Gebaren, und es ist einfach nur unwürdig. Es ist unwürdig für einen Staatsmann, und dabei betrachtet er sich natürlich im Spiegel und findet sich richtig toll. Die AfD mausert sich zum Lieblingsgegner von Marc Michelske und seinen Leuten, diesmal als Schlange. Wenn ich glaube, dass ich Antidemokraten wähle, Undemokraten, Faschisten und denke, mein Leben wird dadurch besser, ist das sehr blauäugig. Wir zeigen ja genau die Schlange K aus dem Dschungelbuch, die den Wähler einwickelt und hypnotisiert. Und ohne Hilfe kam Mowgli da auch nicht raus. Auch Konrad Adenauer darf in seinem 150. Geburtsjahr nicht fehlen. Zufrieden kann er mit seinem Köln nicht sein, ganz im Gegenteil. Er hat nach dem Krieg Köln wieder aufgebaut, und das ist das, was wir uns einmal erhoffen, dass wir mit dem Wagen die Leute wachrütteln, dass wir auch sagen, ihr tut das mit Köln. Das ist nicht irgendeine Behörde oder die Stadt oder die anderen. Nein, wir alle leben hier. Wir sind dafür verantwortlich, was wir mit Köln machen. Gestern Abend kam übrigens heraus, dass es in diesem Jahr einen besonderen Wagen für den scheidenden Festkomiteepräsidenten Christoph Kuckelkorn geben wird. Er fährt mit seinem eigenen Konterfei durch Köln. Eine Hommage an einen Präsidenten, die es so auch noch nicht gegeben hat. Ja, und nicht nur das. Gestern Abend bekam Christoph Kuckelkorn eine besondere Ehrung, einen großen Zapfenstreich zu seinem Abschied. Bei Christoph Kuckelkorn war seine Rührung ins Gesicht geschrieben. Das Festkomitee Kölner Karneval und alle Musikchor der Traditionsgesellschaften verabschiedeten ihren Präsidenten mit kölschen Liedern und später dem Zapfenstreich. Und das auch noch vor dem Blaue Funkenturm, der Heimatgesellschaft von Kuckelkorn. Als Zugleiter und später Präsident, da war er 21 Jahre im Festkomitee in verantwortlicher Position. Und jetzt scheidet er aus beruflichen Gründen aus.